miteinander und herzlich willkommen. Wir sind hier bei Teil 2, wo wir im ersten Teil haben wir die Vergangenheit angeschaut von unserem bezaubernden Studiogast, dem Raoul Marugan, und haben auch ein bisschen geschaut, wieso es eigentlich so weit gekommen ist, wie es gekommen ist. Er hat keine einfache Kindheit dürfen erleben, viel Traumata gehabt, was dann zu dem ganzen Sumpf geführt haben, wo er nur schwerwiegend seine Schuhe rausziehen konnte. Jetzt im zweiten Teil schauen wir an, was er für einen Nutzen daraus gezogen hat aus dieser ganzen Sache, dass er jetzt so ist, wie er ist, und dann darauf aber noch ein paar Projekte von ihm. Ja, merci vielmals. Ich bin dankbar da beim zweiten Teil. Und was für einen Nutzen ich davon gezogen habe, sind sehr viele Nutzen. Also, ich kann das erste Mal mich annehmen, mich spüren, den innerlichsten, zerbrechlichsten Teil mal anschauen und merken, dass das eigentlich der wichtigste Teil ist für mich, um mit dem in Einklang zu kommen, was überhaupt nicht einfach ist und tagtägliche Arbeit braucht. Aber ich stehe wieder einigermaßen im Leben, das erste Mal richtig. Mit meinen Gefühlen kann ich besser umgehen. Und mein Familienverhältnis ist 1000-mal besser, wie auch mit den Kollegen wieder. Ich fühle mich wieder ein Teil von der Gesellschaft, ich fühle mich wertvoll. Und ja, ich fühle mich nicht als Nichtsnutz und als Versager, wie das oft so ist in der Sucht. Und durch das bin ich einfach viel aufgestellter, ich bin glücklicher, ich komme mehr zu meiner Seele, finde den Zugang dazu, was wunderschön ist. Natürlich ist es nicht nur immer schön, es ist auch manchmal sehr schambehaftet. Aber wenn man den Zugang zu sich findet, dann ist eben alles möglich und man merkt dann richtig, man ist im Fluss vom Leben und ein Teil von etwas Größerem, ja. Jetzt weiss ich auch, woher der Ausdruck kommt, Haar zwischen den Zähnen haben, vom Thema schambehaftet. Nein, Spaß. Wir machen jetzt mal schnell eine kleine Musikeinleitung, nämlich gerade passend zur Strasse vom Leben, Grey Goes. Und nachher wird er euch von ein paar schönen Projekten erzählen, wo ihr vielleicht das eine und das andere davon auch schon gehört habt. Bis nachher. Ich bin noch am Ankommen. Schau aus, es geht so schnell, aber ich komm nicht mit. Manchmal wünsch ich beides Arschloch. Doch merke, ich bin's grown, aber der Hass steht mir nicht. Ich bin noch am Ankommen. Schau aus, es geht so schnell, aber ich komm nicht mit. Manchmal wünsch ich beides Arschloch. Doch merke, ich bin's grown, aber der Hass steht mir nicht. Yeah. Mama macht sich Sorge, jeder Song ging durch. Laut ist kalt und all die Sorgen fressen Frust. Ich bin noch jung, auf noch so vieles hab ich Lust. Doch, wollt nicht bereuen, vielleicht lande ich vor dem Bus, Mann. Es spielt keine Rolle, ob ich worken oder pushen. Am Ende vom Tag geht's doch auch noch um einen Fluss, damn. Fast nicht an Liebe, willst nicht finden, was du suchst. Ich schwere Tagen, ist das alles, was du brauchst. Ich fahr bei mir an, wo am Schluss steht bei allein. Manchmal frag mich, ist nicht das, was ich auch weiß. Feinde zu Freunden, Freunde werden zu einem Feind. Jetzt steh ich da und nichts mehr ist so safe. Rechnungen, Steuern, Zinsen, alles kommt aufs Maul. Keine Zeit zum Hassen, wo schau, alles geht so schnell. Ich wollt nicht hasseln, aber ich hab Glück keinen Bau. Manchmal frag ich mich, für was oder für was. Ich bin noch am Ankommen. Schau, es geht so schnell, aber ich komm nicht mit. Manchmal wünsch ich beides Arschloch. Ich bin's grown, aber der Hass steht mir nicht. Ich bin noch am Ankommen. Schau, es geht so schnell, aber ich komm nicht mit. Manchmal wünsch ich beides Arschloch. Doch merke, ich bin's grown, aber der Hass steht mir nicht. Yeah. Je vois
vois des gens venir, je vois des gens partir. Mais dis-moi qui sera là quand les temps sont durs. Je vois flou quand je regarde mon avenir. Mais je sais que j'y arrive, c'est la seule chose qui est sûre. Je mène ma vie comme si j'étais le roi du monde. Même si dans mes poches pour l'instant y a pas un rang. Donc tous les jours je me débrouille pour faire des espèces. Mais j'ai la pression et mon âme a besoin d'espace. Mon pire ennemi est dans ma glace. Il est avec moi quoi que je fasse. Cette vie nous a rendu froid, mais que l'amour pourra nous sauver, faut que tu le vois. Ich bin noch am Ankommen. Schau, es geht so schnell, aber ich komm nicht mit. Manchmal wünsch ich beides Arschloch. Doch merke ich bin's grown, aber der Hass steht mir nicht. Ich bin noch am Ankommen. Schau, es geht so schnell, aber ich komm nicht mit. Manchmal wünsch ich beides Arschloch. Doch merke ich bin's grown, aber der Hass steht mir nicht. Und da sind wir wieder nach dem wunderschönen Song, der zu unserem Thema passt. Du hast mich gefragt, welche Projekte wir haben oder was in Zukunft noch kommt. Wir sind auf den Social Media Kanal vertreten, TikTok, Instagram wie auch YouTube. Auf TikTok und Instagram mache ich ein bisschen eigene Sachen. Und auf YouTube haben wir den Stay Clean Show Podcast, wo du als Gast bist bei uns. Mega coole Sendung haben wir abgedreht. Dort geht es darum, das Tabuthema Sucht brechen, gegen Stigma anzukämpfen, dass man mit Süchtigen, mit Betroffenen von Süchtigen, mit Therapeuten, mit Ärzten, mit Angehörigen, alles was das Thema beinhaltet, über die Thematik redet, für ein besseres Verständnis für die Betroffenen selber oder auch für Leute, die nichts davon wissen und trotzdem irgendwie verurteilen. Es geht darum, den Süchtigen eine Stimme zu geben, dass sie ihre Geschichte teilen können und aufzeigen, dass es immer eine Vergangenheit hat, warum ein Mensch Substanzkonsum als Lösungsansatz sieht und vor allem auch andere Süchte auch mit einbezogen, also auch Essenssucht, Sportsucht, Sexsucht, Spielsucht. Es gibt so viele verschiedene Arten von Sucht, die einfach nicht gesund sind und genau über das reden wir bei unserem Podcast Stay Clean Show, genau. Ja, und übrigens nur zu empfehlen, eben, ich bin auch dort zu Gast gewesen, sehr gerne zu Gast gewesen. Warte, man kommt dann irgendwann mal schon noch raus, dann ist der Zonenwende 3-mal gewesen. Nein, Spass. Genau, und das hätte natürlich garantiert auch jetzt viel geholfen, um dich auch ein bisschen auf die Ablenkung zu bringen von dieser ganzen Sache. Man sagt ja natürlich auch eine gewisse Verlagerung, ich kenne es auch, ich hocke jetzt auch mehr im Studio, weder sonst, aber es ist etwas Gesundes, es ist was erfüllt. Jetzt zu dem, was du zur Zukunft denkst, ich meine, es schwingt ja immer wieder auch ein bisschen, die Sucht bleibt ein Leben lang Sucht und die ist halt einfach im Hirn verankert. Was sind deine Ängste oder von was hoffst du nicht davon ausgehen, dass das wieder so wird zurückfallen? Hoffen wir nicht, aber was denkst du, weil das Leben wird hoffentlich noch lang gehen, von was du noch wirst Angst haben in der Zukunft? Was für Hürden erwartet dich noch? Ja, also Angst ist vielleicht das falsche Wort. Ich habe Respekt davor, dass ich sehr viel Energie wird brauchen, um wirklich ganz zurück ins Leben zu kommen. Vielleicht eine kleine Angst, dass ich nicht mehr gerecht wird meiner Vision und meinem Können und meinem Potenzial, weil bei vielen Süchtigen ist so viel Potenzial herum, wo man ausschöpfen kann, aber man weiß halt nicht wie. Ja, sagen wir, ich bin eine Person, die sehr viel erwartet von sich und manchmal habe ich keine Geduld. Und das könnte das Einzige sein, wo mich verzweifeln lässt, dass ich es nicht herbekomme, wie ich es will, weil ich es zu schnell will. Ein Prozess ist ein Prozess, der geht das Leben lang. Man muss das Leben lang aufmerksam bleiben. Irgendeiner drückt natürlich die Sucht in den Hintergrund, weil man dann einfach weiss, wie man damit umgeht und sich ein neues Leben aufbaut. Und trotzdem darf man nicht vergessen, dass es immer wieder Sachen gibt im Leben, die so einschneidend sein können, dass du vielleicht trotzdem mal wieder denkst, der Konsum wäre doch gar nicht so schlecht. Also, ja, also ich muss jetzt aus meiner Sicht einfach dem Moment sagen, nicht Alkohol, das kann ich definitiv sagen, nicht momentan schon ein bisschen Stellen wird nach hinten gerückt. Manchmal aber muss ich sagen, ist halt schon auch der Punkt, du auf Stimulantien, vor allem mit den Vorerkrankungen hast, wo bei ADHS, wo das natürlich ein bisschen vorbegünstigt. In meinem Fall jetzt da, wo man ein bisschen Angst macht.
Naja, gut, wir sind Kämpfer, gell? Und für alle, die es zulassen und auch an dem gerade dran leiden, denken daran, ein Rückfall ist auch wieder ein Fortschritt, dass man daraus lernt. Es ist nicht immer, wenn es nicht einmal nicht gegangen ist, dann ist es halt nicht gegangen, aber bleibt dran. Jetzt, Raul, haben wir noch 5 Minuten. Jetzt kannst du die noch nutzen. Was willst du den Leuten anlegen? Was für die Zukunft? Was würdest du ihnen empfehlen, ausser dass man jetzt mit 20 Frauen auf einmal so Kontakt haben, nachdem man so ein Star geworden ist? Nein, Spass, aber ich kann es manchmal nicht sein lassen. Was willst du den Leuten draussen diesen 4,5 Minuten noch jetzt auf den Weg geben fürs Leben? Ja, einiges. Also, ich meine, wir arbeiten zusammen, Manu, und auch ich habe ja auch deinen Weg verfolgt und wir sind ja miteinander am Arbeiten gewesen und man merkt einfach, dass wenn man jemanden in seinem Umfeld hat, der vielleicht ein bisschen motivierend oder inspirierend kann sein, dass das kann funktionieren und das Miteinander ist besser als das Gegeneinander. Und das sage ich immer wieder den Leuten. Löset euch von Menschen, die euch nicht oben sehen wollen. Löset euch von Menschen, die euch nicht gut tun und verbindet euch mit Menschen, die euch auch oben sehen wollen und nicht unten sehen wollen, oder? Weil es geht um das, dass es miteinander einfacher ist. Es fällt einem oft schwer, sich zu lösen von Menschen, die vielleicht schon lange da sind und vielleicht einen grossen Stellenwert haben, aber der Stellenwert ist nur da, weil du vielleicht etwas teilst, was dir gut tut für den Moment, wo aber nicht sinnhaftig ist für deine Zukunft. Und dort sollte man schauen. Man sollte wirklich schauen, wo steht man, wie geht es mir, was will ich im Leben und bringen mich die Menschen, mit denen ich Zeit verbringe, überhaupt dorthin und bringen mich die Tätigkeiten, meine Freizeit, Aktivitäten, meine Hobbys, bringen die mir wirklich etwas oder dienen die nur dazu, um mich weiterhin abzulenken? Wir sind in einer schnelllebigen Welt. Im 2025 es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu beschäftigen und sich nicht müssen, mit sich zu konzentrieren. Und oft fällt das einfacher, aber man muss hinschauen. Man muss hinschauen bei sich und man muss arbeiten. Und viele Menschen wünschen sich Veränderung, aber wollen keine Veränderung. Und das ist das Problem, weil Veränderung ist immer mit Unsicherheit und Schmerz verbunden. Und am Anfang ist das schwierig und mit der Zeit wird das besser. Ich glaube, du merkst das selber auch, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Merkst du, wie einfach du sicherer wirst, in dem auch nicht konsumieren und es dir viel mehr gibt. Und sehr viele Menschen haben so viel Angst vor, was bin ich, wenn der Konsum nicht da ist, was fange ich mit mir an. Und das kann man nicht wissen am Anfang. Du musst das herausfinden. Du musst dort ins Ungewisse gehen und du lernst dort innen auch laufen, wie du auch früher gelernt hast laufen in neue Sachen. Und das will ich den Leuten mitteilen. Oder wie ich immer so gern sage, wenn sich der Hamsterrad immer zu schnell im Hamsterrädchen dreht, dann schaut, dass er fett wird. Nein, es ist eigentlich im Grunde genommen ein schöner Tag gewesen. Wir haben jetzt bald das Ende erreicht. Wir haben ungefähr die wichtigsten Spektren angeschaut, muss ich sagen. Ich glaube, das passt etwa. Wenn ihr auch in Zukunft da wieder hören, dann meldet euch. Ihr könnt übrigens auch gut interaktiv connecten. Geht bei ihm schauen auf TikTok. Raul Marrugan, geht schauen auf Insta, geht schauen auf Facebook. Er hat ja ein bisschen mehr Verlinkungen als ich, aber auf jeden Fall werdet ihr den Podcast dann auch dort noch verfolgen können. Jetzt einmal alles hörbar auf Spreaker. A, qualitätstechnisch viel besser und B, nur die geilen Sachen sind auf Spreaker. Und wenn ihr noch mehr hören von ihm, dann werdet euch da melden. Der Raul wird jetzt ein Schlusswort geben und dann verabschieden wir uns. Ja, also ich danke dir aus tiefstem Herzen, dass ich da bei dir die Plattform nutzen. Wir verstehen uns immer besser und das schätze ich sehr. Also ich bin auch mega offen, um weiterhin etwas mit dir zu machen. Wäre cool, da braucht es einfach das Feedback der Leute. Teilt das, schickt das euch den Liebsten, schickt das den Leuten, die denken, das kann helfen. Verbreitet das Ganze, dass der Babuma da einfach grösser wird und ich wünsche euch eine gute Zeit. Genau. Danke vielmals daran. Wir machen sicher was mehr miteinander und denken immer daran. Geht einmal mehr zum Nachbarn, zur Nachbarin und sagen, sorry, ich finde dich kacke, aber gleich akzeptiere ich dich, umarmen die Bäume. Geht mit den Salatsoßenflaschen auf den Rasen raus, wenn ihr Vegetarier sind und kein Fleisch könnt sehen und beißen Tetri. Hauptsache habt Liebe, liebet euch. Und immer daran denken, Liebe braucht Verhütung. Ciao zusammen!